So Leute, ich hoffe man kann mich hören. Wäre schade. Es geht nämlich um ein wichtiges Thema. Es geht nämlich heute mal um Darmkrebs, beziehungsweise erst einmal ja, ich bin auch mal wieder da, ich bin einmal wieder zum Vlog machen gekommen. Das haut leider nicht immer so hin, weil wenn ich am Moped fahre, dann relativ spontan, hey, Schmetterling, kleines Ding. Ja, und jetzt fahren wir mal wieder und ich habe es geschafft, dass ich die Kamera mitnehme und dann mache ich einen Vlog. Es ist viel passiert in der letzten Zeit, wenig Zeit auch gehabt, dass ich irgendwas mache in der Richtung Motorradfahren und so. Deswegen jetzt auch erst wieder ein Vlog und dementsprechend auch ein Vlog, der vielleicht nicht typisch ist für ein Motorrad-Vlog, denn heute geht es um das Thema Gesundheit, um die Sache Darmkrebs. Und da möchte ich jetzt erst einmal auf eine Stiftung verweisen, das ist die Felix Burda Stiftung, die da einiges schon bewegt hat im Thema Darmkrebs zur Früherkennung. Und ich möchte einfach auf das Thema hinaus, dass ihr einmal draußen, die Community, einfach einmal ein bisschen in der Familie mal nachfragt, ob es da Fälle gibt, die Darmkrebs gehabt haben oder vielleicht auch Leute dran verstorben sind an dem Darmkrebs. Weil viele merken nicht, dass sie Darmkrebs haben. Dadurch kann es sein, dass es bis zum Darmverschluss kommt und der endet dann nicht seltener im Tod. Also, oder es ist halt dann auch schon viel zu spät, dann den Darmkrebs, wo man dann entdeckt. Deswegen ist auch die Empfehlung, wo es jetzt gibt, ich glaube mit 50 ist es jetzt allgemein, zur Früherkennung zu gehen. Wobei das ein totaler Quatsch ist in meinen Augen. Wenn du ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, ist mit 50 das keine Früherkennung, sondern für die meisten, oder ja, was heißt für die meisten, ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, ist es für die wo erkrankt werden, meistens zu spät. Oder schon so zu spät, dass der Darmkrebs ausgebrochen ist. Also gerade bei uns, wir haben einen Genfehler in der Familie, der vererbt worden ist, und da werden jetzt auch gerade alle Familienmitglieder ein wenig drauf getestet. Wir haben da ja in so einem Programm dabei, nenne ich das jetzt einmal, wo das getestet wird. Das kriegt auch nicht jeder. Also bei uns ist das schon wirklich ein bisschen was Spezielleres auch, sage ich jetzt einmal. Also ist nicht ohne da jetzt behaupten. Wobei, wenn du dich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt hast, muss ich sagen, haben wir mit unserer Art von Erkrankung mit Darmkrebs eigentlich nur Glück gehabt. Also Glück im Unglück, kann man so blöd sagen. Natürlich braucht keiner Krankheit, aber wir haben eigentlich, ja, ich darf sagen, wir haben es recht gut erwischt, gell? Also es hätte noch viel schlechter kommen können, oder sonst hätte es noch schlechter erwischen können. Also von dem her darf man nicht jammern. Deswegen möchte ich da mal einen Vlog drüber machen, ein bisschen was erzählen und auch sagen, Leute, geht zur Vorsorge, macht so eine Darmspiegelung. Das ist wirklich ein Witz, so eine Darmspiegelung. Also da braucht es keiner Gedanken machen. Das ist wirklich Larifari. Die Älteren unter uns, die haben vielleicht schon eine hinter sich, die Jüngeren wahrscheinlich noch nicht. Aber grundsätzlich hätte ich, da ich einmal aus meinen Erfahrungen sage, macht es auf alle Fälle eine Darmspiegelung vor die 30er. Scheißegal, was für Arzt was sagt, weil die, sorry, ich habe das mittlerweile schon, die einen haben ein bisschen angefixter und die anderen sehen das alles ein wenig lockerer. Also ich sage, die Darmspiegelung tut nicht weh, du hast einen Tag abführen, am nächsten Tag die Darmspiegelung und dann weißt du, ich bin safe, oder es muss was gemacht werden, oder sie zwicken einen Polypen raus, oder keine Ahnung. Oder sie erkennen den Polypen so früh, dass gar nichts gemacht werden muss oder so. Also es ist einfach so, Darmspiegelung ist easy peasy. Am Anfang denkt man so immer schon, oh scheiße, Darmspiegelung, keine Ahnung, was macht man da. Oder da hat jeder ein bisschen Bammel vor, sage ich jetzt einmal, oder nicht so ein gutes Gefühl. Ist ja auch klar, es ist eine Untersuchung, die man nicht alltäglich macht. Aber es ist wirklich zu sagen,
das ist Kinderkacke. Definitiv Kinderkacke. Das Schlimmste an der Darmspiegelung ist wirklich das Abführmittel zum Saufen. Und das war's. Und das ist eigentlich auch nicht das große Problem, muss ich sagen. Also wir haben jetzt wirklich schon einige Fälle mitgekriegt, oder was heißt mitgekriegt, das perfide ist bei dem Arzt, wo wir bis jetzt noch Darmspiegelung machen. Die Frau, ich weiß nicht, ob wir das weiterhin bei dem noch machen, weil der das eigentlich auf irgendeiner Seite schon auch ein bisschen zu locker gesehen hat mit dem Darmkrebs bei uns, weil bei meiner Schwester haben sie mit einem sehr jungen Alter einen Polypen rausgemacht und er hat im Vorhinein eigentlich gesagt, ja, eigentlich müssen wir keine Darmspiegelung machen, sie sind noch viel zu jung, blablablub und das muss man eigentlich nicht, aber ja, so wenn sie ihn halt unbedingt wollen, wenn sie sich dann besser fühlen, so quasi, ja, dann machen wir halt einmal eine. Also ich sage mal so, er hätte schon fast gesagt, er hätte schon fast sein lassen, muss man echt so sagen, also es ist eigentlich traurig. Aber was natürlich dann ein bisschen fassungsloser macht, dann sein blödes Gesicht, wie meine Schwester erzählt hat, wie es dann den Polypen rausgemacht haben. Also dann ist die Sache nicht mehr so lustig, finde ich. Und dann hat er auch ziemlich doof aus der Wäsche geschaut, muss ich sagen. Und ja, daraufhin haben wir jetzt dann zur Genuntersuchung gegangen, sage ich jetzt einmal. Aber deswegen sage ich jetzt, also es kann in sehr jungen Jahren vorkommen. Also wenn ihr bei der Felix Burda Stiftung mal schaut, da sind wirklich Leute, die kommen auch auf YouTube. Übrigens, ich werde den Channel verlinken, ich werde die Internetseiten verlinken von der Felix Burda Stiftung. Schaut da mal drauf, da sind wirklich Leute dabei, die sind sehr früh an Darmkrebs erkrankt. Also es ist kein Einzelfall oder es sind auch keine Einzelfälle, es sind wirklich viele. Also macht eure Voruntersuchung. Die wird zwar nicht bezahlt von der Krankenkasse am Anfang, also außer ihr habt einen familiären Hintergrund, dass da schon mal wer Darmkrebs gehabt hat, dann müsst ihr das angeben, dann wird die auch bezahlt, die Untersuchung. Aber ich sage, Leute, ich hoffe, oder wir schauen einige Motorradfahrer, wir geben fürs Motorrad so viel, sorry, ich sage jetzt einmal, blödsinnig Geld aus. Also da kann man so eine Untersuchung dann auch mal bezahlen. Und es gibt auch noch andere Wege und Mittel, zu so einer Untersuchung umsonst zu kommen. Ich sage jetzt einmal, nein, man muss ja nicht immer nur auf Darmkrebs untersuchen, so eine Darmspiegelung wird ja alles angeschaut, sage ich jetzt einfach mal so. Also, naja, sagen wir mal so, es gibt schon Mittel und Wege, da wo die ja jede Krankenkasse zahlt. Das hören sie zwar nicht gern, oder man soll es bestimmt auch nicht sagen und deswegen sage ich es auch nicht, aber ja, wenn man halt einmal recht oft Blutungen gehabt hat am Klo, gell, dann kriegt man so eine Darmspiegelung auch. Mehr sage ich dazu jetzt einmal nicht. Aber ich sag, Prävision ist alles, also lasst euch untersuchen, da ist wirklich nichts dabei. Also, und zwar Darmkrebs, da sterben wirklich sehr viele Leute dran, auch in Deutschland, weil es einfach noch viel zu selten untersucht wird, also zu spät untersucht wird, das muss man definitiv so sagen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass das so spät gemacht wird, weil man könnte da einigen Leuten einiges ersparen. Also wenn ich da dran denke, was meine Mom bis jetzt mitgemacht hat und immer noch mitmacht, muss man das definitiv so sagen, ist das nicht ohne. Also deswegen geht es zur Darmspiegelung. Wenn was gefunden wird, das ist im frühen Stadium, dann wird es rausgezwickt, sagen wir immer. Und wenn Sie was finden, das wo auch bösartig ist oder so, dann ist es immer besser, es früher zu finden, wie später. Und es ist definitiv so, da gibt es nichts dran zu rütteln, egal was für Krebs. Also Leute, macht eure Untersuchung, das ist wirklich nichts dabei. Also deswegen unterstützt die Sache vielleicht auch ein wenig.
Vielleicht macht ihr selber auch mal ein Video drüber, vielleicht habt ihr selber in der Familie schon einen Fall, dass wir die Felix Bura Stiftung ein wenig unterstützen können mit ein bisschen Werbung. Ich sage mal, ich bin ja ein sehr kleiner YouTuber. Wäre vielleicht auch eine Sache, wenn das größere YouTuber aufgreifen würden. Mal schauen, vielleicht schaut es einer, vielleicht auch nicht, vielleicht findet es einer wichtig, der eine vielleicht nicht so wichtig. Aber es wäre eine feine Sache, da mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen, weil es vor allem, sagen wir mal, die jungen Leute betrifft. Ich habe gehört, ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin jetzt dann 30 oder über 30. Wie gesagt, man hat mich hören lassen, dass man da nicht mehr zu den Jungen gehört. Deswegen fahren wir dann auch nicht mehr so schnell Motorrad. Also von dem her, es betrifft auch die Jungen unter uns, sage ich jetzt einmal. Spricht es einmal daheim mit der Familie, gerade wenn man jung ist, macht man das nicht. Ich habe es auch nicht gemacht. Bei uns ist es auch erst gemacht worden, wie meine Mom krank geworden ist. Und macht es jetzt, macht es, wenn ihr jung seid, weil wenn es eine Vorerkrankung gibt, dann ist in den jungen Jahren, sage ich mal, immer mehr easy peasy, und wenn es zu spät ist, ist es zu spät, und dann ist eigentlich schade drum. Also Leute, in diesem Sinne, bleibt gesund, denkt darüber nach, was ich gesagt habe, es sind sehr viele junge Leute betroffen, und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns hoffentlich bald. Ich möchte auch vielleicht einmal noch mal ein bisschen was anderes machen, wieder mal auf meine väterliche Seite einschlagen. Bin leider auch noch nicht dazu gekommen. In diesem Sinne, Leute, macht es gut, bleibt gesund, fahrt anständig Moped, und dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao, servus und haberderi.